Wir haben wieder einen wunderschönen Tag, es ist Samstag. Ein perfekter Tag zum Auswandern, hat man mal gesagt. Wir haben noch ein bisschen Morgennebel, aber eine halbe Stunde. Dann wird das wieder einen wolkenfreien, blauen Himmel geben. Es wird immer wieder gefragt, wie man das machen muss mit dem Auswandern und nebst den legalen Sachen, die man klären muss, wie man die Ausweis, Aufenthaltsbewilligung etc. Ist mir aufgefallen, dass es 5 Typen von Leuten gibt und 4 haben sehr gute Chancen, hier glücklich zu werden, und bei einem Typ habe ich meine Zweifel. Und wenn euch jetzt Wunder nimmt, zu welchem Typ das ihr gehört, bleibt einfach dran, ich verrate euch es gerne in den nächsten paar Minuten. Der erste Typ, der nach meiner Meinung eine gute Chance hat, denen glücklich zu werden, das sind alle Handwerker. Also Spengler, Schreiner, Automech. All diese Berufe bieten super Voraussetzungen. Auch denen ist Qualitätsbüte gefragt. Und das wird sich schnell umsprechen, wenn ihr ein gutes Handwerk bieten könnt. Ich habe zum Beispiel verschiedene Schweizer lernen kennen, die zum Beispiel den Häusern nachgehen und sogenannte Handymans sind. Also die flicken von Duschen, die nicht mehr gehen, zu Fenstern und Türen, die klemmen etc. Und sind gut gefragt und sind auch gut bezahlt. Die zweite Kategorie, oder der zweite Typ, den ich auch immer wieder gesehen habe, der relativ schnell zu Gang kommt und Spass hat, das sind Leute, die bereits eine Anstellung haben. Sei das durch eine Schweizer Bude, die die Leute hier rüber geschickt haben, oder sei es eine Ami-Bude, die ein Schweizer wollte. Die Sicherheit, die einen Job bieten kann und ein regelmässiges Einkommen garantiert, sind super Voraussetzungen, für dass man da relativ schnell sich an der spassigen Seite widmen kann und das Leben in vollen Zügen geniessen kann. Das ist das, was ich am Anfang am meisten Mühe hatte, dass eben kein regelmäßiges Einkommen reinkam. Und als Schweizer, wo man doch gerne ein gewisses Sicherheitsnetz hat, hat mir das extrem zu schaffen gemacht. Darum, wenn ihr irgendjemanden habt, der euch da rüber schickt, diese Chance würde ich mir nicht entgehen. Oder wenn ihr jemanden findet, der hier eine Bude hat, der sagt, hey, den könnte man brauchen, perfekte Voraussetzungen, um so eine Chance zu packen. Die dritte Kategorie wäre jemand, der selber ein Geschäft hat, in diesem Sinne nicht angewiesen ist, hier etwas Neues aufzubauen. Am besten wäre natürlich ein ortsunabhängiges, ein ortsunabhängiges Business. Das wäre eine ideale Voraussetzung, um hier nahtlos weiterzumachen. Das ist das, was ich persönlich immer mehr anstrebe. Das ist etwas zu finden, etwas anzubieten, das ortsunabhängig funktioniert, so dass wenn ich da mal wegzügeln oder wenn wir uns ein bisschen verschieben, dass ich nicht wieder bei Null anfangen müsste. Und der vierte Typ, die vierte Kategorie, die ich hier immer wieder sehe, die das gut schaffen kann, ist zwar wahrscheinlich ein langfristigerer Weg und ein bisschen mit grösseren Hindernissen gespickt, aber das ist, wenn man einfach den Drang hat zum Gehen. Und man vielleicht nicht die besten Voraussetzungen hat, aber innerlich einfach das Feuer immer verspürt hat, ich will auswandern, ich will nach Kalifornien, dann würde auch ich sagen, gehen, probieren, verlieren kann man nicht viel. Dazu muss man vielleicht wissen, es wartet halt schon niemand auf einen. Sie haben genug eigene Leute mit guten Fähigkeiten. Insofern muss man einfach lange Schnauf haben, gute Ausdauer und sich auch durch die ersten Niederlagen nicht entmutigen, sondern unbeirrt weitermachen. Und dann kann das gut kommen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und jetzt werde ich hier zur 5. Kategorie, zum 5. Typ kommen. Und das sind Leute, die aus Unzufriedenheit gehen und das Gefühl haben, ja, im Ausland ist es dann auch auf alle Fälle besser. Und da muss ich sagen, hätte ich meine Zweifel, weil auch hier läuft nicht alles rund, auch hier macht Behörden Fehler, auch hier wird man unfair behandelt. Und wenn man dann bereits mit dem Rucksäckchen von Frustration kommt und das Gefühl hat, es sei dann automatisch alles besser, nur weil es ein anderes Land ist, der wird wahrscheinlich relativ schnell auf die Welt kommen.
und sein Glück nicht unbedingt hierhin finden. Speziell jetzt hier in Kalifornien wird einem da niemand unter die Arme nehmen, nur weil man gefrustet ist. Im Gegenteil, hier kommt wahrscheinlich am weitesten, wenn man halt eine gewisse Frohnatur ist und einen gewissen Optimismus in sich trägt. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, euch selber zu ordnen, zu welchem Typ das ihr eher würdet hören. Und wenn ihr Fragen habt, ja, ich bin da. Unten in den Kommentaren würde ich sicher probieren zu antworten. Oder schickt mir ein E-Mail. Ich wollte jetzt schauen, ob Gimo vorne beim Pier im Surfen ist. Es hat Wellen. Und der wird sicher Spass haben. Draussen. Und nimmt euch vielleicht noch Wunder, zu welcher Kategorie das ich mir zähle. Und auf Kalifornien oder hier auf LA bin ich ganz sicher wegen der Liebe gezogen, wegen der Miriam. Aber ich gehöre ganz klar zur Kategorie 4. Mich hat es immer schon weggezogen. Und wer mich kennt, weiss, dass ich Jahre im Engadin war. Mein Herz habe Pontresina und St. Moritz verloren, aber gleichzeitig auch auf Fuerteventura war. Ich vermisse die Insel sehr. Und innerlich habe ich immer gewusst, dass ich irgendwann im Ausland werde landen. Das ist ein Gefühl, das ich eigentlich seit der Schulzeit oder spätestens seit der Lehre mit mir herumgetragen habe. Und ja, jetzt ist es Realität geworden.